Herzlich willkommen zu Greenwheel TV Episode 8, wenn ich mich nicht täusche. Legst mir manchmal länger im Produktionstempo vor, da kommst du gar nicht mehr mit dem Schauen nachher. Was haben wir heute geschafft? Wir waren natürlich Nachmittag im Büro, haben wir noch ein paar Termine gehabt, ein riesen Abteilungsmeeting mit der World Coffee Action, deswegen habe ich auch leider mit der Frau nicht mehr telefonieren können. Das ist auch blöd mit dem Zeitversatz, wenn du da Nachmittag in irgendeinem blöden Meeting bist, dann kommst du nicht raus, dann kannst du nicht gut Nacht zu deinen Weiber, gell? Das ist echt der Scheißdreck. Ansonsten haben wir es geschafft, auf dem Heimweg noch schnell das Modem mitgenommen und das Internet funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt meine erzeugten Videos auch wieder verschicken. Habt ihr in der Früh wahrscheinlich alle was im Postfach. Aber ich arbeite an dem Problem und habe jetzt gerade einen YouTube-Kanal angelegt und wenn das gut läuft, dann werde ich in Zukunft nicht mehr die Videos pushen, sodass eure Mailboxen total vollgemüllt sind, sondern ich schicke einen Link und wenn es wollt, könnt ihr das Video anschauen und wenn nicht, dann nicht. Und wer es nicht anschaut, ich zeige das natürlich und weiß, wer es angeschaut hat und wer nicht. Okay, so schaut's aus. Was macht der Expeditionskraft nach der Evi? Er macht sich ein Wurstbrot für morgen in der Früh, damit er was zum Mitnehmen hat. Natürlich nicht zu übersehen, hier Pute, Mortadella, Philadelphia und Cheddar und ein brutal weicher amerikanischer Toast. Super Geschichte. Zum Frühstück noch gedacht, machen wir morgen mal Rühreier mit einem getoasteten Toast und schauen, was da abgeht. Genau. Und jetzt lasse ich ja schon in Ruhe, weil das Video dauert ja schon ein bisschen lang. Sage ich gute Nacht und macht es gut und ich will mich echt ein bisschen einsam. Und, was ich auch sagen möchte, der Fernseher funktioniert jetzt zwar, sagt mir jetzt zwar nicht, wie ausgeschnitten ist, aber ich habe immer noch nichts zum Sitzen. Ich sitze am Fernseher da unten am Boden, das ist ja kein Scheiß. Also, nicht schön. So, was macht der Expert dann, bevor er ins Bett geht, wenn er schon einen Schlafanzug hat? Er richtet sich seine Bügelbrille her und steckt sich sein Dampfbügeleisen an und dann schaut er in seinen Kleiderschrank und weiß nicht, was für Hemd das er nicht mehr so. Also nimmt er zwei und dann tut er sauber bügeln. So schaut es nämlich aus. Gönn's, damit wir mal früher wissen, was wir anziehen sollen. Die Schuhe haben wir schon sauber putzt mit der Schuhcreme und mit der Bürsten. Und natürlich muss ich mir die Laufsachen noch herrichten, aber am wichtigsten ist, dass ich meine Familie noch ein bisschen schaue, weil die werden nämlich schon ordentlich. Hoffe, euch geht's gut. So, wie kommt der gemeine Expert ins Büro? Richtig. Er verlässt das Haus durch die Garagentür und dann macht er praktisch mit der Remote Control seine Garagentür auf, steigt in seinen Schlitten ein. Du darfst mir das ganze Zeug auf Zeiten rammen, das er da hingeschmissen hat. Und dann fährt er raus zur Tür und macht Garage zu, gell? So wie man es halt macht. Servus. Okay, Mittagspause ist eigentlich schon vorbei, aber das muss ich jetzt doch noch schnell bildlich festhalten. Da hinten ist, sagt man leider nicht, da hinten ist der Foodtruck, die da bekommen. Und heute war Beyond Meat da. Das ist ein Foodtruck, der vegetarisch und vegan ist. Da gibt es Patties. Die schmecken brutal besser als jedes Beef, das du gegessen hast. Also der Burger, echt der Wahnsinn. Haut's die um. Und ein Nudelsalat dazu für einen vernünftigen Preis. Und das war echt einer von den besten Burger, die ich bisher gegessen habe. Kannst gar nicht glauben. Beyond Meat ist quasi eine brutale Firma mit $30 an die Börse gegangen pro Aktie und momentan bei $160 pro Aktie. Da kann man nur einsteigen. Servus. Da habe ich ja gesagt, ich brauche eine Lösung für den Stuhl, gell? Und habe mit der Elke ausgemacht, sie schaut auf der Webseite wo und schickt mir einen. Und dann gehe ich daher, dass ich einen Stuhl finde. Und dann bin ich da praktisch im Land der Stühle. Ich weiß nicht, ob man das sagt, aber der ganze Land ist praktisch nur voll mit Stühle. Soweit das Auge reicht, gibt es da Stühle. Da haben jetzt die Stühle fürs Büro. Da haben Barstühle. Also im Prinzip ist das ein Geschäft. Das ist ein größerer Büller und da gibt es noch Stühle. Das stimmt, es gibt noch ein paar andere Sachen auch, aber
Und jetzt fahren wir noch da hinten hinter mir gesehen, aber ich glaube, ich gehe heute ohne Stuhl haben. Ein Scheißdreck.